Hey, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Zocken mit Zodi. Das Final Fantasy das Original ist das, was der Tag sagt, von 1997 und wir haben Midgar gerade verloren. Und somit sind wir in der grossen, weiten Welt. Und das Spiel fängt nämlich erst jetzt so richtig an. Also jetzt als erstes schauen, es ist schnell meine Materie, ne? Weil das ist nicht so super. Das Problem ist, dass jetzt eben die anderen auch Materien haben. Alle und Kälte. Sie kann Feindestechniker lernen, Raub und Analyse. Sorry, ich muss doch ein bisschen zurück. Der Sound ist ein bisschen laut. So, gut. Also, nach Nordosten hat es geheissen. Und das heisst, wir gehen hier nach Nordosten. Das muss irgendwie hier hinten sein. Oh, gerade zwei von denen. Oh, das Tasche hat immer noch keine einzige. Ja, sie hat natürlich gerade ein bisschen viel jetzt. Feindestech, mal schauen. Ah, ich glaube, das kannst du auch einfach erlernen, indem dass sie es einfach machen. Mindblow. Das sollte jetzt eigentlich langsam mal kaputt sein. Raub, vielleicht kann man etwas klauen von dem. Aha. Das ist jetzt nicht... Konnte nicht stehlen, einfach angreifen. Jetzt mal schauen, ob man da nicht... Ah, eben, ist doch gewusst, man kann doch irgendwie das Bild ändern. Da müssen wir her. Das ist also Kalm. Hey, ich werde im Gasthaus warten. Beeil dich, sieh zu, dass du bald hier bist. Lass uns gehen, Sodi. Gut, da kann man jetzt natürlich einige Sachen noch anschauen. Das machen wir jetzt auch. Da kann man... Ah, das habe ich noch gewusst. Was sagst du? Dank der Markenergie ist das Leben ziemlich bequem. Dank bei Shinra. Findest du es nicht auch? Du bist voreingenommen. Aber ich hasse es, mir vorzustellen, wie das Leben wohl ohne Markenergie wäre. Ja, da redest du gerade ein bisschen mit dem Falsch. Natürlich. Da, Kiste. Vielleicht kann man die auftun. Nö. Was sagst du? Markenergie hat alles viel bequemer gemacht, aber es scheint, dass viele Pflanzen und Tiere mit rasender Geschwindigkeit aussterben. Ich finde, das alte Leben war besser. Ja, vielleicht. Da ist nichts, da ist auch nichts, da kann man dann innen. Das ist auch eine Heizung. Ich glaube, da gibt es auch etwas Verstecktes. Was sagst du? Hast du gesagt, du kommst aus Midgar? Ich habe dort auch mal gelebt, aber ich habe gehört, dort gibt es in letzter Zeit viel Ärger. Ja, das gibt's in der Tat. Ja. Das habe ich gar nicht wollen. So, da kann man auf... Oh, ein Hundi! Ich habe ein Hundi befreit. Da die Kiste vielleicht. Verschlossen, kann es nicht öffnen. Aha. Ein Äther. Immer gut, kann man immer brauchen. Vielleicht sagst du jetzt etwas anderes. Ja, das hat immer noch das Gleiche, obwohl sie sich unbefreit haben. So. Reinschauen. Jetzt gehen wir zuerst mal hier rauf. Kann man einfach so aufs Dach auf. Oh, eine Kiste. Peacemaker.
Was ist Peacemaker? Ah, dann kann ich noch irgendeinen Vitalitätsschutz vor Gift. Das klingt sehr gut. Kann ich da raus? Ah, da kann man raus. Hey, Sally. Kann man einfach raus schauen. Jetzt gehen wir natürlich noch hier rauf. So. Hier ist Schrank. Oh, da. Abwehrkapsel. Sehr gut. Ja, Gewehr. Das ist schon klar gewesen. Mein älterer Bruder ist so dumm. Er ist so plump, ich könnte heulen. Das bist auch du, Kleine. Wenn ich groß bin, werde ich Soldat. Deshalb trenne ich jetzt so hart. Es windet sich sogar noch. Da ist nichts. Da kommt man nicht raus. Da kommt man auch nicht raus. Da ist auch nichts. Ja, es gibt viele Wege. Jetzt gehen wir zuerst mal. Ich glaube, hier kann man eben Tränke kaufen. Jetzt schnell schauen, ob hier nicht auch etwas abtun kann. Ah. Das ist das Objektgeschäft. Ein Trank, ja, da könnt ihr ein paar kaufen. Nehmen wir mal 10. Das Zelt, ja. Kaufen wir auch mal das Zelt. Verkaufen. Objekte. Jetzt mal die Ausrüstung schnell anschauen. Mithril-Armband. Gibt Besseres. Kann ich auch noch eine Analyse rein tun. Nützt einfach nichts. Waffen ist das, was ich gerne haben. Das Materia-Geschäft. Erde. Ja, Erde habe ich noch nicht. Das nehmen wir natürlich. Materia, ich glaube, ich kann jetzt da nicht wechseln, weil ich nicht allein unterwegs bin. Und hier ist das Waffengeschäft. Das interessiert mich sehr. Oh, Mithril-Säbel. Das nehmen wir. Cannonball. Mithril-Klalle. So. Nehmen wir die Ausrüstung. Yes. Jetzt können wir sogar noch Erde rein tun. Ja, die sollte eigentlich auch mal gleich gelevelt sein. Gut, wenn die alle anderen seine auch angelegt haben. Etwas ist hier noch. Ich weiss, dass hier etwas versteckt ist. Also nicht genau hier, aber einfach in dieser Stadt drin. Das weiss ich weiss es. Was sagst du? Die Bodenschätze in der Nähe des Essrechts sollen aufgebraucht sein. Wir sollten der Markenergie bald Adieu sagen. Ja, das hast du recht. Gehen wir noch hier schauen. Eine Bar. Kann man da hinten? Raus hier. Okay. Ich arbeite in einer Kohlengrube unten im Süden, die Mithril-Mine heißt. Und zur Zeit ungefähr begann Ungeheuer zu erscheinen. Danach ging das Geschäft den Bach runter. Jetzt verbringen hier die Tage und betrinken mich. Ist auch keine gute Lösung. Ich hörte, dass Terroristen einen Bombenanschlag auf einen Mikroreaktor verübt haben. Es haben sich in letzter Zeit wirklich viele gefährliche Unfälle ereignet. Ich hasse es einfach, ja. Vielleicht gingen die Anschläge auf das Konto der Avalanche, aber ich glaube, sie wurde von den Soldaten ausradiert. Okay, mehr kann man da nicht holen. Da steht immer raus hier. Okay, nächste Hütte. Da ist auch noch ein Nebenräumchen, ein kleines. Ist es wahr, dass Shinra Ungeheuer erschaffen hat? Es ist wahr. Naja, wie auch immer. Solange wir Reaktoren benutzen, können wir Shinra nichts vorwerfen. Ja.
Die gibt es nicht mehr lang, die Reaktoren. Ja. Die Story wird sich komplett in eine andere Richtung verändern. Wie eigentlich so in jedem Fantasy-Spiel. Ich bin gesund und habe genug zu essen. Alles ist in Ordnung. Schön, dir geht's gut. Da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass da einfach etwas ist? Was sagst du? Touristen? Es gibt einige Dinge, die man wissen sollte und nützlich sind, wenn man umherreisen will. Möchtest du sie wissen? Schieß los. Dann lass mich erklären, wie man die Weltkarte benutzt. Also, was willst du wissen? Kamerawinkel. Bestätige zuerst Kamera auf der Steuereinheit, um den Kamerawinkel zu ändern. 2 Winkel stehen zur Auswahl. Wähle den aus, der dir gefällt. Du kannst die Kamera dann nach links oder rechts bewegen, indem du B hoch und B runter drückst. Probier die verschiedenen Perspektiven aus, bis du eine findest, die dir zusagt. So wird deine Reise interessanter. Willst du noch mehr wissen? Übersichtskarten. Drücke einmal auf Start, um die Weltkarte anzuzeigen. Es gibt eine große und eine kleine Karte. Du musst lernen, wann welche zu benutzen ist, damit du dich nicht so oft verirrst. Drücke Start zweimal, um die Kartengröße zu ändern und noch einmal, um sie auszuschalten. Einfach, oder? Tasten betätigt. Du kannst reiten oder fahren, indem du OK, und du steigst aus oder ab, indem du Abbruch drückst. Das ist nicht so schwierig. Oh ja, du kannst nicht so losstürmen, während die Weltkarte angezeigt wird. Achte also darauf, Abbruch nur zu, wenn du aus- oder absteigst. Denk dran, den Chocobo-Rennen fort. Denk dran, den Chocobo-Rennen fort, sobald du absteigst. Sei also vorsichtig. Ja, Chocobos, das ist alles eine eigene Geschichte. Es gibt Spuren, da kann man Chocobos von. Die berühmte Schwede Stadt Mirkarelme nur würdig sie mit meinen eigenen Augen sehen. Das ist nicht weiter weg. Ja, er ist tot. Ja, hat auch nicht gesagt. Okay, gehen wir mal rein. Kann ich da gerade schon übernachten? Okay, die Gruppe wartet im 2. Stock. Du kommst spät. Ja, sorry. Hey Mann, du kommst spät. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, sind jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Ich wollte mal wie Sephiroth sein, also wurde ich Soldat. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun, er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander bis eines Tages. Eines Tages? Nach dem Krieg wurde die Soldat beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren und ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Nicht reden mit mir, alles in Ordnung. Okay, ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Das ist Sephiroth. Alles klar? Hey. Beruhige dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will's einsetzen. Wie ein Kind. Willst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldat geworden, um zu sein wie du.
Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Makroreaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden, dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Ich glaube, das erste Mal, wo wir jetzt mit dem Sephiroth selber kämpfen können. Im Makroreaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Deine Heimatstadt. Oh. Uns ist gerade etwas Seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Ah, schon der Sound episch. Ah, geil. Ja, klar, jetzt gesehen Sephiroth. Oh. One Hit, tot. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Und das ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Jenova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater. Er lacht. Okay. Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Das ist eine Arbeit, also sei ruhig. Sollen wir üben? Ach, du meinst meine Pose? Muss man als Soldat immer drauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? War es so? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Soldat sein. Hier stinkt's ganz schön nach Mako. Okay, was? Hey, Moment mal. Ist das nicht, der Name von Sephiroths Mutter? Mutter? Ich erinnere mich an Jenova, dieses verdammte, kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Stascha, würdest du uns bitte hören lassen, was Zodi zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Carmen, ich hab doch nur... Okay, Zodi, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Carmen. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrau in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Wir brauchen nur eine Wache, so dass die anderen etwas ausruhen können. Oh, und ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Okay. Ich kann jetzt alles anschauen. Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe mein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Ich mache keine Bilder mit einem Niemand. Okay. Willkommen. Bist du nicht... War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven, das ist doch egal was. Mach schon weiter.
Okay, seid das Gleiche. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit dem Ereignis vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hören. Ich auch, es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Ich möchte nicht darüber sprechen. Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. So die Kleinen, was können ja selber lesen. Merci. Sieht gut aus. Mensch, bist du gewachsen. Ja. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dich um mich keine Sorgen. Du sollst eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das Gleiche, was er schon träumt hat im Haus bei der Aerith. Ja, yes, es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich. Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Ja, passt ihm nicht. Über das zu reden, hä? Ist nicht immer da. Bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Das ist eine Kiste, kann man nicht auftun. Vielleicht steht in der Küche etwas. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendeinen Gegenstand finden kann überhaupt. Das ist ja eigentlich nur so eine Erinnerung von früher. Todi, bist du in mein Zimmer gegangen? Ja. Das ist das Zimmer. Teenie-Unterwäsche. Da hat noch etwas bekommen. Todi, es ist die Wahrheit. War nur ein Witz, werd nicht sauer. Das habe ich auch. Der Brief, hast du ihn gelesen, mein Brief? Das würde ich nie tun, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich den Brief soll lesen oder nicht, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, ob das von der Geschichte etwas würde ändern. Ist auch nichts. Da ist jemand. Oh, du gehörst zu Shinra, willkommen. Oh, es tut mir leid, du bist es dort. Ich habe dich nicht erkannt. Shinra? Shinra? Ich werde sie alle töten. Natürlich, Kinder.
Allesamt, alle zusammen, allesamt. Okay, gut, da ist auch nichts mehr. Ja, ich muss halt alles anschauen. Geht zuerst noch da rauf. Da hinten. Ist nichts. Diese Welle, nein, das kommt später. Okay. Was sagst du? Ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder im Kampfsportarten. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Carmen. Ah, das ist der Lehrer von ihr. Carmen ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Ja, das wird sie. Gell, Schatzi? Ja, sie hockt auch da neben mir natürlich. Meine Frau kommt das halt alles auch mit über. Schon gut auch. Ah. Okay. Was sagst du? Also, wie kann ich dir helfen? Wo ist Sephiroth? Ich möchte ein Zimmer, klär mich über die Lage der Stadt auf. Nein. Wo ist Sephiroth? Ja, er ist oben. Hi, Seth. Ist das eine Materie? Nein, das ist keine Materie. Alles anschauen. Jetzt da etwas vergessen geht. Das ist die Kiste. Was schaust du so? Diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Hey, was machst du da? Wir haben ein Bett zu wenig. Wir müssen morgen früh aufstehen, du solltest bald schlafen gehen. Ja, lass uns schlafen. Ich habe eine Leiterin zum Makroreaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Föniwels gibt es da eigentlich noch ein Fatti. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert, vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe 2 Soldaten als Leibwächter, Sephiroth und ich. Ich heiße Carmen, nett dich kennenzulernen. Carmen, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich, ich lasse mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt, lasst uns gehen. Ich weiß nicht, wirklich schon eine Beschwörungsmaterie sollte haben. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Studieren. Darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Kannst du auch für mich fragen? Ah ja, jetzt gibt es ein Erinnerungsfoto. Voll cool. Habe ich vergessen. Bitte lächeln. Das sollte man eigentlich noch sehen, das Foto. Prima, danke schön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Oh. Nibel wurde im Makroreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nibel war die gleiche. Das hier noch. Ab hier wird schwer, mir nach. Okay. Oh, die Brücke. Oh, shit. Oh, Carmen. Nein. Es sind noch Sequenzen gesehen, hä?
1997 ist das höchste der Gefühle gewesen. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück, weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Merci vielmals, alle zusammen. Jetzt haben wir den Sephiroth dabei. Schau mal. Schon das Bildchen. Was hat der? Schau mal, du. Wiederbelebung. Alle mit Erde. Alle mit Gewitter, alle mit Kälte. Ja, so sind wir auch mal parat. Dann noch besser sogar. Ja, das Fakt jetzt wieder Sephiroth dabei. Ein Schlag und weg. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Mako-Energie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Mako-Reaktor gebaut. Ja, logischerweise. Ja, einfach reinmähen. Beim Sephiroth ist das... Ja, der macht das selber sogar. Bam! So gut. Beben 3. Da ist nichts. Da kommt man auch nicht an. Jetzt immer schauen, dass man etwas nicht vergisst. Yeah. Da frage ich mich, wieso man das machen kann. Um einfach nichts zu zahlen. Punkte gibt es ja keine. Soll ich gar nichts angreifen? Seth macht alles. Okay, da leuchtet etwas. Und was ist das? Ein Mako-Brunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Ja. Männer wollen natürlich wieder wissen, wie das Ding funktioniert, und Frauen sagen, wie schön. Wenn der Mako-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Mako-Energie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materie benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldat und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das so behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Habt ihr was Witziges gesagt? Ein Mann sagt mir einmal, ich sollte nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Das hat Garma dort, sie hängen dort so im Zeug rum. Hojo von Shinra Inc., ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe.
Ein Makobrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes. Und da sind wir schon beim Mako Reactor. On top of the mountain. Jetzt gehen wir zuerst noch da hinten schauen. Da kommt man nicht hinten, da kommt man. Ah, da kommt man hinten. Eins, 3, baba. Da kann man einfach drum herumlaufen. Da kommst du jetzt nicht rein. Okay. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben ganz schön umständlich gemacht. Carmen, warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Oh, sie ist hässlich weg. Ja. Oh Mann, ich darf nicht mit. Dann pass lieber gut auf mich auf. Wow. Nicht bei Seth. Wieso sind auch grün und auch rot? Oh. Das ist Jenova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Zodi schließt das Ventil. Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich. Hojo. Aber selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Mako-Energie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Mako-Energie, wenn sie so kondensiert wird? Oh ja, sie wird zu Materie. Ja, normalerweise, aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Schau durchs Fenster. Wow. Was ist das? Soldaten werden mit Mako übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Mako ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau, Hojo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Mako-Energie produziert, das sind diese Monster wirklich. Okay, normales Holter. Heißt das, du bist anders? Sephiroth. Nein. Wurde ich... Hey, cool, Mann. Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth, Mann, hör auf! Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich! Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders, das bin ich auch, aber nicht so. Ui.
Oh, Scheiße. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Mako-Reaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten heute genau zuhören. Findest du nicht auch, Stascha? Warum sprichst du mich an? Spiel speichern und rasten. Ja, kann sein. Wollen wir hier rasten. Genau. Und dann speichern wir da nämlich auch mal. So. Und ich sage gerade, thanks fürs Zulassen, fürs Zuschauen. Wir werden sehen, was die Shinra alles noch gemacht hat, wer Sephiroth neu war. Wir werden noch die grosse, weite Welt anschauen. Es gibt noch so viel, was hier noch wird kommen. Coole Beschwören-Materias. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da oben. Nicht vergessen, das Abo-Knöpfchen zu drücken, ist nicht so schwierig. Ein paar Kommentare, sagt mal, wie es euch gepasst hat. Ja oder nein. Merci vielmals und wir sehen uns beim nächsten Part. Peace zusammen.